Habidere zu dieser Folge, die so eigentlich gar nicht entstehen hätte sollen. Es ist ein Hammer-Video geworden. Eigentlich wollte ich bloß ein bisschen was aufnehmen, so eine Montage. Plötzlich war es so schön und so magisch in den Tal. Es hat mich so beeindruckt, es war so wahnsinnig cool, dass ich mir gedacht habe, okay, tut mir leid, Henrik, Peter, an alle, die eigentlich fürs zweite Video geplant waren. Das zweite Video ist jetzt komplett allein und wir gehen durchs Tal und wir werden hinter jeder Ecke überrascht, weil es so wahnsinnig cool ist. Und ich rede gar nicht lang weiter. Schaut es euch an, ihr werdet begeistert sein, so wie ich. Das ist schon eine Wahnsinnsstimmung, gell? Da der Fluss, die Berge, der Nebel, ein bisschen das Lava, wo da runterläuft. Also, ich finde es total magisch. Vor allem, wenn man da hinten in die Täler reinschaut, in die Schneisen, wenn die so im Nebel verschwinden und im Regen, das ist unbeschreiblich. Das, also wirklich war selten, dass mich in der Minecraft-Welt etwas so gecatcht hat, dass ich wirklich sagen muss, das beeindruckt mich ohne Ende und das schaut alles wirklich wahnsinnig schön aus. Ah, scheiße. Habe ich jetzt nicht wirklich zwei Hackeln gemacht? Okay. Ei, 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 ei. Naja, haben wir ja nur ein bisschen was auf Reserve. Brauchen tut man sowieso, aber schaut das toll aus. Wahnsinn. Warum habe ich keinen Ton mehr? Ah, ach, sau cool. Dann starten wir mal. Oh, 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 oh. Oh, das war deppert. So, da bin ich kurz schlafen gegangen, die erste Nacht da bei uns. Und jetzt ist Tag und es schaut halt wirklich beeindruckend aus, gell? Also wirklich zu jeder Zeit. Ich weiß, der Shader macht jetzt auch noch ein bisschen was, aber wow. Also ich bin durch und durch begeistert. Und wenn das da so eine gemütliche Heiserl-Unterkunft, Heimatsort wird, dann Wahnsinn, wow. Und schau mal, wie sich das im Wasser spiegelt. Unglaublich, unglaublich. Echt, das ist echt cool. Im Übrigen, es werden auch Gäste bald ins Projekt mit reinkommen. Der Peter, wo man vielleicht schon aus manchen Shorts von mir kennt, wird mit dabei sein. Aber auch sonstige Gäste. Ich schaue, dass ich so einen kleinen Rahmen an Gäste mit einbringe, um das Ganze wirklich echt ein bisschen abwechslungsreich und unterhaltsam zu machen. Und ist das nicht cool, wenn man sich wieder umdreht, diesen riesen Berg sieht, diesen Fluss, die Schneise und sagt, da hinten bin ich daheim. Fast so wie in echt. Nur dass da nicht so schön ausschaut in echt. Ich- Uiuiui. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es lässt mir gar nicht. Oh, jetzt ist finster. Ah, okay, es hört doch auf. Es lässt mir gar nicht so in diesen Montage-Cuts starten. Es ist immer irgendwas, wo ich mir denke, okay, ich muss jetzt doch was dazu sagen. Cooler Baum eigentlich, gell? Das war auch eine coole Höhle, aber ist ein bisschen zu klein. So. Ist da nur Tal? Wahnsinn. Nee, Händeln. Krass. Oh cool, schau mal da hinten. Das ist wirklich so wie auf der Karte, so eine Schneise und das da auf der Mittel. Ui, das schaut alles so cool aus. Oh, ist mir zu gefährlich. Sonst passiert mir das, was da hinten schon passiert ist, den lösche ich mal. Löscht Zack. Aber cool, gell? Da so eine kleine Bergwand, dahinter wird es immer höher. Eigentlich wollte ich aber so ein bisschen ein Holz farmen, aber das wird jetzt gerade eine riesen Erkundungstour. Ja. Oi. Oh, 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 oh. Oh. Ui. Oh, leck.
Wo ist denn der? Oh, leck, wo ist denn der? Der Seeteufel. Ich muss jetzt aber rauf zum echten Teufel. Oh, krass, cool. Verdammt cool. Den Goldblock. Ah. Wo ist er hin? Ah, da. Jetzt? Okay, Gold. Sehr cool. Sehr. Oh, schaut das schön aus. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wald, Wald, Wald und dann Berge und dann Täler mit Flüssen. Das ist so cool, das ist so beeindruckend. Wahnsinn. Na wirklich. Mich beeindruckt selten Minecraft-Welten, aber da bin ich jetzt wirklich beeindruckt. Das wird schon wieder Nacht. Boah, das ist auch schon wieder so schön. Ui. Ah, hier, Verderfel. Ja, cool. Ja, krass. Ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Das ist ja unglaublich, diese Welt. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Schweine. Ach, so viele Schweine. Eine Rüstungsständer. Lass sie da, der gefällt mir da. Kürbis. Wenn ich mir das auf der Karte so anschaue, nimmt er wirklich da genau diese Runde. Und da vorne ist der Gabelpunkt. Und da ist das Dorf und da ist das Dorf. Unfassbar cool. Wirklich unfassbar schön auch. Zack, zack, zack. Zack. Eigentlich wollte ich nur Holz farmen, ich sag's immer wieder. Aber das war jetzt wirklich eine Abenteuerreise in den Tal. Das war jetzt wirklich sehr abenteuerreich und das ist ein Riesendorf. Das sind ja ganz, ganz viele... Was geht denn da ab? Uiuiui, Gangbang bei der Mari. Ja, leck mich da am Musch. Ja, die wird ihre Qualitäten schon haben. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das cool da. Dann schaut es fast so aus, wie wenn wir das Holzfarmen verschieben, weil das Inventar ist voll. Aber wurscht, das macht mir echt jetzt gar nichts aus. Das hat mir jetzt so taugt. Eigentlich hätte die zweite Folge schon gar jetzt dann erst gedreht werden sollen mit dem Henrik. Aber, ui, Wölfe. Wo ist der Base? Na, so freundlicher. Schauen wir mal, ob er mich mag. Ja! Ja! Das gibt's ja nicht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da muss ich aufpassen. Auf den muss ich aufpassen. Gleich als erstes ein Hund, also ein Wolf. Und ich habe noch nie den in die Farben gesehen. Das ist neu, dass die so viele verschiedene Farben haben. Wahnsinn. Was ich eigentlich sagen wollte, eigentlich wollte ich jetzt dann erst mit dem Henrik, also einem Bugtreat, aufnehmen. Oder mit dem Peter. Der Peter kommt auch mit dazu. Und wollte jetzt bloß so ein paar Farmmontagen machen, so ganz, weil Farmen ist ja meistens echt recht langweilig. Aber dass jetzt diese Talrunde da so unfassbar cool wird, das hätte ich nie gedacht. Und das geht ja noch in so viele Richtungen weiter, nach unten, nach oben, nach rechts. Wahnsinn. Wahnsinn. Ui. Da ganz am Ende sind wir dann wieder daheim. Wahnsinn. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt beim Minecraft-Spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, alleine zum Spielen macht keinen Spaß mehr, weil was soll einen nur überraschen in dem Spiel, wenn man es seit 8 oder 9 oder 10 Jahren spielt. Aber wenn man es lang einfach nicht macht und dann wieder zurückkommt und dann ein paar Änderungen sind oder die Welt einfach unfassbar cool generiert und sich allgemein auch die Landschaft ein bisschen verändert hat, weil sie einfach durch die Updates immer ein bisschen was verändert, auch landschaftlich, ist das jetzt gerade so beeindruckend, das ist der Wahnsinn. So, da und schon sind wir wieder daheim. Sehr schön.
Wirklich, wirklich sehr schön. Und ich habe kein einziges Holz. Das gibt's nicht. Ich habe alles, aber kein einziges Holz. Naja, in dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Anschauen, fürs Begleiten auf dem Weg da durch diese Minecraft-Welt bei einem Projekt, das wo ich so nie gedacht hätte, dass ich es nur mal mache. Ähm, freut mich sehr für jemanden, der wo dabei auch Freude hat beim Zuschauen. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. In der nächsten Folge sind wir dann auf jeden Fall zu zweites. Da ist höchstwahrscheinlich der Peter dabei, wenn nicht der Henrik auf jeden Fall. Ansonsten checkt ja immer die Videos von ihm ab. Sind oft einmal ganz andere Standpunkte, wo man aus so einem Projekt mitnimmt, weil man doch verschiedene Szenen einblendet, auch wenn man miteinander aufnimmt. Ich hätte eigentlich die Rüstung anziehen können. Naja, wie gesagt, können. Alles klar. Habe Dankeschön fürs Anschauen. Hat mich gefreut.